Guten Morgen zusammen auch von meiner Seite. Wir steigen ein in eine neue Serie heute und ihr seht hier vorne das Slide «Rechnen mit Gott». Und viele von euch fragen sich sicher, geht es echt um Geld heute? Und ich kann euch beunruhigen, ja, es geht um Geld. Genau, nämlich konkreter, es geht uns um den Umgang und die Sicht auf Geld und auf Besitz, wo Jesus uns gelehrt hat in den Evangelien. Wir sind in dem Jahresthema drin, alltäglich Glauben, wo wir uns damit möchten beschäftigen. Was heißt Glaube effektiv im Alltag? Und es gibt wahrscheinlich kaum ein alltägliches Thema als Finanzen. Es ist etwas, das nicht wegzudenken ist aus unserem Leben, wo jeder von uns damit zu tun hat, wo wahrscheinlich auch in Teenies schon beschäftigt. Und das ist auch Jesus bewusst gewesen. Und es ist ein Thema, wo Jesus auch viel darüber geredet hat, mehr als dass wir uns das wahrscheinlich meistens bewusst sind. Jesus hat in 16 von diesen 38 Gleichnissen, wo wir haben in der Bibel, über Geld geredet oder über Besitz. Man sagt, also ich habe das noch einmal gefunden, einer von 10 Versen in den Evangelien hat irgendetwas mit dem Thema Geld oder Besitz zu tun. Und in der Bibel insgesamt sind es 2300 Verse, wo es um das Thema geht. Und mir ist wichtig, wenn wir jetzt in diese Serie hineingehen, das sind 3 Mal, wo wir darüber reden, es geht uns nicht um die Finanzen von der GVC Zürich-Oberland. Wir haben nicht irgendwie eine versteckte Absicht dahinter, von wegen, wir brauchen irgendwie mehr Geld, darum müssen wir wieder mal über Geld reden in der Predigt oder so. Um das geht es uns wirklich nicht. Wir sind offen und transparent. Wenn wir mehr Geld brauchen, dann fragen wir direkt, dann würden wir es sagen. Aber es geht also um ein paar Grundfragen. Und das ist die erste Grundfrage, die ich heute stellen möchte. Nämlich, was für einen Faktor spielt Gott in deinen Finanzen? Oder ist Gott ein Faktor in deinen Finanzen drin? Oder wenn man, ihr seht auf dem Slide, das hat so Zahlen, so Symbol, Plus und Minus und Mal, ein Faktor. Mit was rechnen wir, wenn es ums Thema Finanzen geht? Rechnest du in erster Linie mit deinem Lohn oder mit der AHV und der dritten Säule? AHV selber langt ja meistens nicht mehr. Hypozinsen, mit der Mietzinsentwicklung. Rechnest du mit den Börsenkursen, Aktien, der Entwicklung vom Goldpreis, Währungsschwankungen oder verlässt du dich auf ein Erbe? Rechnest du, wenn es um deine Finanzen geht, vor allem mit rein weltlichen Maßstäben oder spielt effektiv auch Gott ein Faktor drin? Ich stelle das einfach so in den Raum. Das ist eine Frage, die sich jeder stellen muss. Gott und Finanzen ist ein heisses Thema. Und Jesus hat ein paar steile Aussagen dazu gemacht und ich möchte mit einer einsteigen, Matthäus 6, 24, wo er sagt, niemand kann 2 Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. So ein Ausdruck davon, wo Jesus eigentlich damit möchte sagen, hey, es gibt nichts anders oder wenig anders, wo unser Herz derart fest kann in Beschlag nehmen kann, wo uns so fest kann einnehmen wie unsere Finanzen und unseren Besitz. Im Griechischen ist da für Geld das Wort Mammon gebraucht. Das ist häufig für Besitz, für Reichtum, aber eben auch, es steht auch für das, wo wir darauf vertrauen, wo wir unser Vertrauen reinsetzen. Und das ist genau das, was das Geld immer möchte, dass wir unser Vertrauen ins Geld setzen, anstatt dass wir es auf Gott setzen. Und gerade bei uns in der Schweiz ist es ein schwieriges Thema. Wir Schweizer, wir reden nicht gern über Geld, auch wir als Christen nicht. Und ich kann euch sagen, auch Pastoren, es ist nicht unser Lieblingsthema, um darüber zu predigen. Und was mir aufgefallen ist, dass man, wenn es um das Thema geht, gerade speziell vielleicht als Christen in der Schweiz, ein Stück weit in der Gefahr stehen, das Thema Finanzen sowie vom Glauben versuchen, ein bisschen abzuspalten. Das ist wie so ein bisschen trennen. Das eine ist so mein alltäglicher Glaube, mein mit Jesus unterwegs sein. Und Finanzen ist wie so ein Thema, das möglichst wenig mit unserem Glauben zu tun haben. Es gibt viele Christen, bei denen löst es ein unbehagliches Gefühl aus, wenn in der Kirche über Geld geredet wird. Vielleicht
Hockst du auch gerade da drin und dir geht es tatsächlich so? Irgendwie ist dir nicht so ganz wohl bei dem Thema. Und ich habe mich gefragt, warum ist das echt so? Vielleicht ist es die Angst, die Kirche könnte einem ja das Geld versuchen aus der Tasche zu ziehen. Man hört immer wieder so Geschichten, oder, von Kirchen, wo das so ist. Vielleicht ist es die Prägung, dass man eben nicht über Geld redet. Aber ich habe mich gefragt, ob es auch sein könnte, dass je unbequemer dir das Thema ist, desto größer vielleicht die Wahrscheinlichkeit ist, dass dein Herz vielleicht doch fester im Griff vom Geld ist, als es du dir vielleicht möchtest eingestehen. Ich habe mich das auch selber fragen, wie geht es mir bei dem Thema? Und wenn es mir so unbequem wird, das Thema, sagt mir das etwas über, wie es in meinem Herz echt eventuell aussieht. Und meistens merken wir das erst, wenn wirklich darüber gesprochen wird, oder? Solange es kein Thema ist, ist es auch sehr gut, um das einfach auf die Seite zu lassen. Und ich überlasse das jedem von euch selber, sich mal ganz ehrlich diesbezüglich zu fragen, zu sagen, hey, wenn ich da drin etwas spüre, wo mich unangenehm berührt, wenn wir über das Thema reden, woher kommt das? Mit was hat das zu tun? Aber wir möchten, gerade weil es so ein wichtiges Thema ist, genauso wie wir über andere wichtige Themen, über Familie, über Nachfolge, über die Bibel, über das Gebet und so weiter, über den Heiligen Geist reden in der Kirche, möchten wir auch über das Thema reden. Wir müssen, weil wir sehen bei Jesus, dass es ein Thema war, wo er viel dazu gesagt hat und wo ihm offensichtlich auch wichtig war, um es ansprechen. Und in Matthäus 6,24 hat es geheißen, wir können nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Und das ist immer wieder irgendwo die Versuchung, wo wir drin hineingehen oder das, was es mit uns machen möchte, dass wir das so wie versuchen zu trennen und doch irgendwie für beides leben wollen. Und im Kern geht es heute oder auch in dieser Serie um ein ähnliches Thema eigentlich wie in der letzten Serie. Nämlich um die Frage, wem sein Wille passiert in unserem Leben? Wem folge ich nach? Wer bestimmt in meinem Leben? Oder eben auf diese Serie jetzt gemünzt, was für einen Faktor spielt Gott in deinen Finanzen? Rechnest du ihn rein, wenn es um dein Geld geht? Oder rechnest du lieber selber? Wir möchten heute zusammen ein Gleichnis anschauen, anhand von dem wir ein paar wichtige Grundlagen, wenn es um das Thema geht, möchten anschauen. Und das ist das Gleichnis von der anvertrauten Talent, steht in Matthäus 25, Vers 14 bis 28, ist ein bisschen ein längerer Text. Ihr dürft gerne eure Bibel führen, auch wenn ihr sie auf dem Handy habt oder so, zum selber nachlesen. Es ist auch da vorne. Ich lese es vor aus der NGÜ. Es ist wie bei einem Mann, der vorhatte, in ein anderes Land zu reisen. Er rief seine Diener zu sich und vertraute ihnen sein Vermögen an. Einem gab er 5 Talente. Und das müssen wir wissen, mit Talent, oder, da kommt uns sofort das Wort Talent in den Sinn, im Sinn von einer Begabung, von etwas, was wir haben. Aber das ist damals eine grosse Geldsumme gewesen. Das ist ein Zentner Silber, steht in einer anderen Übersetzung. Das entspricht ungefähr 15 bis 20 Jahreslöhne, wo dort ein normaler Arbeiter hatte. Das ist ein grosser Betrag gewesen, selbst 1 Talent schon. 5 sind noch viel mehr gewesen. Einem gab er 5 Talente, einem anderen 2 und wieder einem anderen 1, jedem seinen Fähigkeiten entsprechend. Dann reiste er ab. Der Diener, der 5 Talente bekommen hatte, begann sofort mit dem Geld zu arbeiten und gewann 5 weitere dazu. Ebenso gewann der 2 Talente bekommen hatte, 2 weitere dazu. Der aber, der nur 1 Talent bekommen hatte, grub ein Loch in die Erde und versteckte das Geld seines Herrn. Nach langer Zeit kehrte der Herr zurück und forderte seine Diener auf, mit ihm abzurechnen. Zuerst kam der 5 Talente erhalten hatte. Er brachte die anderen 5 Talente mit und sagte, Herr, 5 Talente hast du mir gegeben, diese 5 hier habe ich dazu gewonnen. Sehr gut, erwiderte der Herr, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dann kam der 2 Talente erhalten hatte. Herr, sagte er, 2 Talente hast du mir gegeben, hier sind die 2, die ich dazu gewonnen habe.
Sehr gut, erwiderte der Herr. Du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Zuletzt kam auch der ein Talent bekommen hatte. Herr, sagte er, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Deshalb hatte ich Angst und vergrub dein Talent in der Erde. Hier hast du zurück, was dir gehört. Da gab ihm sein Herr zur Antwort: Du böser und fauler Mensch. Du hast also gewusst, dass ich ernte, wo ich nicht gesät habe, und einsammle, wo ich nicht ausgestreut habe. Da hättest du mein Geld doch wenigstens zur Bank bringen können. Dann hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen zurückbekommen. Nehmt ihm das Talent weg und gebt es dem, der die 10 Talente hat. Ich gehe noch ein bisschen weiter, aber es langt, wenn wir da aufhören. Krasse Story. Und wie es so ist bei Gleichnis, oder, müssen wir uns immer überlegen, was ist damit gemeint. Es steht für etwas, wer steht für wer. Und ist in diesem Gleichnis relativ einfach, oder? Der reiche Mann, der sein Vermögen den Knechten, den Dienern anvertraut, das ist Gott. Die Diener, in anderen Übersetzungen heisst es Verwalter oder Knecht, das sind du und ich, wenn wir heute das anschauen. Die Diener, die haben von dem Besitzer Geld anvertraut bekommen, um es in seinem Sinn einzusetzen. Das ist so grob die Ausgangslage. Und wir machen das heute Morgen mal ganz ähnlich. Und zwar ist es ja schon im Normalfall so, dass am Schluss vom Gottesdienst so weisse Becherchen dort reingehen, die Kollekte. Und wir denken, wir machen es heute mal umgekehrt, wir geben die Becher an dort rein, aber heute ist schon Geld drin und ihr dürft euch so ein Silberstück daraus rausnehmen. Es ist ein 5-Lieber, das darf sich jeder heute ein 5-Lieber rausnehmen. Teenagers, hat sich also gelohnt, für euch in den Gottesdienst zu kommen heute Morgen. Bei den einen ist wahrscheinlich Sackgeld gerade verdoppelt. Es darf sich jeder einen nehmen. Dürfen dann anschauen, Becher nehmen, weitergeben. Es müsste für jeden einen haben. Ich mache in dieser Zeit mal weiter, während da jeder sich noch mit einem 5-Lieber eindecken kann. Also die Ausgangslage, wenn wir nochmal zum Gleichnis gehen, ist der Besitzer. Gott verteilt sein Vermögen an seine Diener, damit sie etwas damit anstellen. Und das ist der erste Punkt, wo ich darüber reden möchte heute Morgen. Besitzverhältnis. Oder die zweite Grundfrage von heute Morgen. Ist meins wirklich meins? Ich habe auch einen 5-Lieber da. Und das ist eine provokante Frage. Und es geht um den Hauptpunkt, den ich heute dafür argumentieren möchte. Nämlich, dass wir, wenn es um unseren Besitz geht und um das, was wir haben, um unser Geld, dass wir anfangen, uns mehr als Verwalter zu sehen und weniger als Besitzer. Das ist der Punkt, den ich heute machen möchte, der Hauptpunkt, wo es darum geht. Wie komme ich drauf? Wenn wir die Bibel anschauen, und da würden wahrscheinlich alle von euch hoffentlich einstimmen oder zustimmen, so ist richtig, dann erzählt uns die Bibel, dass Gott alles erschaffen hat. Dass er der Schöpfer ist von dem Universum, von dem Planet, von der Erde, wo wir drauf leben und alles, was drauf entsteht und drauf wächst und was lebt, hat er geschaffen. Das lesen wir im 1. Mose 1,1 und auch Kolosser 1, 16 und 17 sagt uns, durch ihn ist alles erschaffen, was im Himmel und auf der Erde ist. Sichtbares und Unsichtbares, Königreiche und Mächte, Herrscher und Gewalten, ja alles ist durch ihn geschaffen und vollendet sich schließlich in ihm. Denn Christus war vor allem anderen und alles hat nur durch ihn Bestand. Also was wir in der Bibel, was die Bibel uns eigentlich durchs Band lehrt, ist, alles, was existiert, ist von Gott abhängig. Die Schöpfung, dein Leben. Und wenn wir jetzt das anfangen weiterdenken, dann in dem eingeschlossen eben ein Stück weit auch deine Fähigkeiten. Das, was du hast. Alles, was du besitzt, ist eigentlich, existiert nur dank Gott. Ist eigentlich ihm. Und wenn wir das weiterdenken, im Endeffekt eben auch unsere Finanzen.
unser Geld. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, wo wir verstehen müssen. Und es ist so natürlich für uns, zum denken, hey, das, was ich im Portemonnaie habe, oder das, was ich im Hosensack habe, oder die Hai, das ist meins. Aber wenn wir ein bisschen weiter denken, ist es eben nicht ganz so eindeutig. Weil wem verdankst du, dass du da in der Schweiz lebst? Wo es uns so gut geht, wo wir so viel Wohlstand haben. Niemand von uns hat sich das auswählen können, wo er geboren worden ist. Es ist einzig und allein Gottes Gnade, dass das so ist. Niemand von uns hat in irgendeiner Art und Weise beeinflusst, dass wir in einem der reichsten Länder, von den Top 5 der Welt leben. Und niemand von uns hat sich das verdient. Kann niemand von uns sagen, hey, ich habe das verdient. Oder niemand von uns hat sich sein handwerkliches Geschick oder sein Intellekt verdient. Es ist ein Geschenk, das dir Gott gegeben hat, dass du so gute handwerkliche Fähigkeiten hast. Es ist ein Geschenk, das dir Gott gegeben hat, dass du schnell und gut denken kannst und damit Geld verdienen. Unsere Fähigkeit zu lernen ist uns auch von Gott gegeben. Es ist etwas, das er uns gegeben hat. Es ist wie der Fünfleiber, wo jeder von in der Hand hat. Das ist etwas, das wir nicht verdient haben, sondern das wir einfach bekommen haben. Und das ist so der Grundtenor, den man in der Bibel findet. Im Psalm 24,1 heißt es, dem Herrn gehört die ganze Welt und alles, was auf ihr lebt. Und auch Hiob 38 und 39, wenn ihr die Kapitel mal leset, wo Hiob mit Gott am Hadern ist und am Feiten ist, wo Gott kommt und sagt, hey, was hast du schon dazu beigetragen, dass die Erde so ist, dass das alles so funktioniert? Hat mir irgendjemand dabei geholfen? Wo Gott das wie nochmal aufzeigt und sagt, hey, alles ist von mir abhängig. Ich habe es gemacht, es ist eigentlich meins. Und in den Evangelien sehen wir, dass das eigentlich das Voraussetzung ist, wie Jesus denkt. Dass er genau das Verständnis voraussetzt in seinen Gleichnissen. Wir sehen es in dieser Stelle, wo es um die Steuergang geht und so weiter. Und in uns regt sich, und da kann man vorstellen, einige von euch aber trotzdem, ja, aber das, was ich verdiene, was ich dafür arbeite, das ist doch meins. Das gehört mir. Und auf die einen Seite natürlich, du hast Energie, du hast Aufwand reingesteckt, du hast dafür dich eingesetzt. Und auf die andere Seite ist es eben nicht so eindeutig. Dass es überhaupt möglich ist, dass du das verdienst, dass du für kannst arbeiten, ist etwas, was Gott dir gegeben hat. Ist von ihm. Ist nicht dein eigener Verdienst, dass das möglich ist. Und ich glaube, es ist wichtig, dass wenn es um das Thema geht, dass wir in dem Sinne wie versuchen, ein bisschen demütiger zu sein und uns mehr als eben Verwalter sehen und weniger als Besitzer. Weniger meins, sondern hey ja, Gott hat mir das gegeben und geschenkt. Und es ist ein Privileg, das dürfen zu haben. Und da kommen wir zum Thema Verwalterschaft. Und das ist ein biblisches Thema, das sich durch die ganze Bibel durchzieht. Gott setzt uns Menschen als Verwalter ein. Wir lesen bei der Schöpfungsgeschichte im 1. Mose 1, 26 bis 28, wie Gott den Menschen die Schöpfung anvertraut und sagt, hey, ich setze euch ein als Verwalter über die Schöpfung. Und er sagt, er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und dann nochmal 2 Vers später, und sagt, hey, nehmt die Erde in Besitz, verwaltet sie, schafft damit in meinem Sinn, so wie ich es gedacht habe. Und das ist der Punkt. Gott übergibt uns Verantwortung und lässt uns eigenständig handeln und umgehen mit dem, was er uns anvertraut hat. Aber er macht es ein Stück weit mit einer Aufgabe, dass wir das in seinem Sinn tun. Und genauso ist es mit unseren Finanzen. Und jetzt gibt es wie so 2 Möglichkeiten, oder? Entweder fühlst du dich jetzt enteignet, so ein bisschen, ja, jetzt ist das plötzlich alles nicht mehr meins. Oder du kannst es sehen als einen Ausdruck von Gottes Vertrauen in dich. Dass er dir enorm viel anvertraut hat, gegeben hat und sagt, hey, mach etwas mit dem, was ich dir gegeben habe. Der Fünfleiber, der ist dir anvertraut. Wir wollen den nicht zurück. Und wir verpflichten dich auch zu nichts.
Du kannst wirklich machen mit dem, was du möchtest. Du kannst dir von mir aus einen Kaffee kaufen, kannst es lange, glaube für 2, kannst vielleicht sogar noch jemanden einladen. Du kannst jemandem damit etwas schenken, du kannst den jemandem geben, wo du das Gefühl hast, er hat es vielleicht nötiger. Du kannst ihn von mir aus auch wieder in die Kollekte legen, wenn du nicht weißt, was damit machen. Du kannst das von mir aus in eine Aktie investieren oder irgendetwas. Es ist dir gegeben. Unser einziger Wunsch in dem Sinne ist, dass du dich als von Gott eingesetzter Verwalter über den 5 Lieber siehst. Dass du versuchst zu denken wie ein Verwalter. Und ich habe gemerkt, so beim Vorbereiten, es ist eigentlich schon noch spannend, wie wenig Probleme ich habe, mich als Verwalter zu sehen, bei allen anderen Sachen von meinem Leben, es sei denn, es geht um mein Portemonnaie. Dort wird es plötzlich schwieriger. Und das zeigt wieder, wie krass die Macht ist und wie fest das an unserem Herz amigs zieht, das Geld. Als Verwalter wissen wir, dass das, was wir haben, dass das uns anvertraut ist. Dass du Verantwortung bekommen hast und handlungsbefähigt bist. Mit dem, was Gott dir anvertraut hat. So quasi wie ein Manager, aber es gibt ein falsches Bild, wenn man das anschaut, wie so aus einer Business-Sicht. Sondern es ist vielmehr, dass Gott dir etwas anvertraut, das ihm wertvoll ist und dir Möglichkeiten gibt, mit dem hauszuhalten und umzugehen und das für etwas zu brauchen. Ist nicht unbedingt vielleicht das passendste Beispiel, aber wenn dir jemand das Kind anvertraut, um darauf aufzupassen, dann geht es dieser Person nicht darum, dass du etwas damit machst, sondern dass du auf das Kind aufpasst im Sinn der Eltern von dem Kind. Und genau so vertraut uns Gott zum einen die Schöpfung an, aber eben auch alle die Ressourcen und Möglichkeiten, die wir haben und damit auch unser Geld. Und wir sehen das in einem anderen Gleichnis, dass es Gott dabei nicht um den Gewinn oder um den Erfolg geht, den wir damit machen. Das könnte man vielleicht aus dem Gleichnis ein Stück weit noch meinen, aber im Lukas 12, 42, Vers 44 heißt es: Woran erkennt man denn einen treuen und klugen Verwalter? Angenommen, ein Herr überträgt einem seiner Diener die Verantwortung, der ganzen Dienerschaft zur gegebenen Zeit das Essen zuzuteilen. Wenn nun sein Herr kommt und ihn bei der Arbeit findet, wie glücklich ist da der Diener zu preisen. Ich sage euch, der Herr wird ihm die Verantwortung für seinen ganzen Besitz übergeben. Der Erfolg ist Gott viel weniger wichtig als die Tatsache, dass wir uns als Verwalter sehen und dass wir mit dem, was er uns gegeben hat, als Verwalter handeln und damit als Verwalter umgehen. Gott erwartet nicht Gewinn. Was er erwartet, ist Treue, ist Sorgfalt, ist Zuverlässigkeit. Er erwartet, dass wir treu sind im Kleinen. Wie wir auch in dem Gleichnis sehen, im Vers 23, wo er der ersten 2 Diener sagt: Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Er lobt nicht den Gewinn, sondern er lobt den treuen und guten Umgang mit dem, was der Diener anvertraut bekommen hat. Nochmal kurz zum Zusammenfassen. Warum sollten wir uns als Verwalter sehen und weniger als Besitzer? Was bringt es? Zum einen geht es wirklich nochmal darum, dass das, was ich besitze, nicht einfach meins ist, sondern dass mir es von Gott anvertraut worden ist. Alles, was ich habe. Und wenn wir anfangen, uns als Verwalter zu sehen, dann nimmt das ein Stück weit dem Geld auch die Macht über uns. Weil sobald es meins ist, habe ich Angst davor, es zu verlieren. Wenn es meins ist es schwierig, Gott zu geben. Wenn ich Verwalter bin, ist es viel einfacher, zum Weitergeben davon, zum grosszügig sein damit. Ich bin überzeugt, mit dem 5 Lieber fällt es euch einfach 2 Kaffee zu kaufen und einem einen weiterzugeben. Die Bibel sagt in Matthäus 6, 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Wenn alles, was wir haben, mir ist, dann wird sich mein Herz daran klammern, ob ich es will oder nicht. Und es wird ein Kampf. Wenn ich anfange, mich als Verwalter zu sehen und wisse, hey, ja, Gott hat mich eingesetzt über das, aber es ist nicht meins, dann kann mein Herz sich viel weniger daran klammern. Als Verwalter bin ich beauftragt, in Gottes Sinn zu handeln. Mich immer wieder zu fragen, hey, was ist das, was er von mir möchte? Als Verwalter bin ich ein Gestalter.
Ich kann etwas machen damit. Es befreit von Verlustängsten. Und vielleicht die den Fünfliber ein bisschen genauer angeschaut haben, die sehen, bei der einen ist es ein bisschen abgewetzter, bei der einen sieht man es ein bisschen besser. Auf dem Rändchen hat es da einen Ausspruch, es steht auf Latinisch drauf, Dominus providebit, Gott versorgt. Wenn ich weiß, dass Gott mir anvertraut, dann muss ich nicht Angst haben. Dann weiß ich, er meint es gut und er schaut. Aber das führt uns zu der dritten Grundfrage, die wir heute Morgen möchten anschauen, wo wichtig ist, dass wir sie uns stellen. Wie sehe ich den Geber? Wie sehe ich Gott? Mein Bild, das ich habe von Gott, ist entscheidend drin, ob es mir einfach fällt, mich als Verwalter zu sehen oder ob ich mich dann enteignet fühle. Was ist der grosse Unterschied in dem Gleichnis zwischen den ersten 2 guten Verwaltern und dem dritten schlechten Verwalter? Es war das Bild, das sie vom Besitzer hatten. Der dritte hat zu ihm gesagt: Herr, ich wusste, dass du ein harter Mann bist. Du erntest, wo du nicht gesät hast, und sammelst ein, wo du nicht ausgestreut hast. Er hat das Bild von ihm gehabt, als streng, herrschend, missgünstig, und hat Angst vor ihm gehabt. Und wenn das dein Bild ist von Gott, dann wird es dir genau gleich gehen. Und dann wird es dir schwer fallen, mit dem, wo dir Gott anvertraut hat, etwas zu machen. Wenn du ihn aber als großzügig, als wohlwollend, gütig siehst, als jemand, der dir vertraut, und es gut meint mit dir, der dich versorgt, dann wird es dir leicht fallen, dich als Verwalter zu sehen und zu wissen, hey, ich kann etwas anstellen mit dem, was Gott mir gegeben hat. Die beiden anderen Verwalter, die haben das offenbar können. Sie haben den Besitzer, wenn er das Geld abgegeben hat, als gut angeschaut. Und sie haben ihn schlussendlich eben genau also erlebt, im Vers 21 und 23, wo er ihnen sagt: Hey, sehr gut, du bist ein tüchtiger und treuer Diener. Du bist mit dem Wenigen treu umgegangen, darum will ich dir viel anvertrauen. Komm herein zum Freudenfest deines Herrn. Dieses Bild, das du hast vom Geber, von Gott, wird deine Einstellung und dein Handeln als Verwalter entscheidend prägen und bestimmen. Und wenn du merkst, dass es dir schwerfällt, dich als Verwalter zu sehen, dann ist das vielleicht ein Ort, wo du hinschauen musst und sagen: Was ist mein Bild von Gott? Wir möchten ein bisschen weiter anschauen, ein bisschen praktischer, was heisst es denn, in der Praxis ein guter Verwalter zu sein. Und ich habe 3 Gedankenanstöße, was es heissen kann. Der erste ist: Weniger ist mehr. Die Bibel ruft uns immer wieder dazu auf, mit dem, was wir haben, zufrieden sein und nicht auf das zu schauen, was wir nicht haben oder was vielleicht andere haben. Genügsam sein mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Wir sehen auch im Gleichnis, dass Gott unterschiedlich viel austeilt hat. Im Prediger 4,6 heißt es: Besser nur eine Handvoll besitzen und Ruhe genießen, als viel Besitz haben und alle Hände voll zu tun. Denn im Grunde lohnt sich das ja nicht. Er sagt auch: Hey, einfach ganz viel zu haben, ist nicht einfach besser, ist nicht einfach gut, macht das Leben nicht einfacher. Im Hebräer 13,5 heißt es: Lasst nicht die Geldgier euer Leben bestimmen. Gebt euch zufrieden mit dem, was ihr habt. Denn Gott selbst hat versprochen: Ich werde dich nie vergessen und dich niemals im Stich lassen. Er ist der versorgt. Und gerade in unserer Gesellschaft heute gilt das eben ein Stück weit umso mehr. Oder ist das umso umkämpfter? Weil bei uns hat eigentlich jeder mehr als genug. Einmal materiell und meistens auch im Vergleich mit anderen Ländern, auch wenn es ums Geld geht. Wir haben mehr als genug. Wir haben viel mehr als andere. Und trotzdem sind wir in einer Gesellschaft, wo man nonstop von Werbung berieselt wird, wo uns die ganze Zeit versucht einzureden, dass es da noch ganz viele andere Sachen gibt, die wir eigentlich bräuchten, die wir eigentlich unbedingt müssten haben. Wenn wir die nicht haben, verpassen wir das Leben. Du kannst wohin gehen, wo du willst. Du kannst auf YouTube gehen. Wenn du einen guten Clip schauen willst, schaust du zuerst 2-mal Werbung, wo dir irgendetwas versucht zu verkaufen. Du gehst auf Google, zuoberst immer Werbung. Du schaust Fernsehen, in den spannendsten Moment Werbung, die dir etwas einsuggerieren möchte, was du müsstest haben. Nachrichtenseiten, überall.
Ein guter Verwalter sein heisst maßvoll sein und sich immer wieder zu fragen, brauche ich das wirklich? Brauche ich wirklich noch mehr, wenn andere zu wenig haben? Und ist noch schwierig, manchmal auch bei uns, oder? Weil eigentlich bei den meisten Sachen, die wir kaufen, ausser jetzt gerade Esswaren, müsste man eigentlich sagen, ja, rein theoretisch bräuchte ich es nicht. Und vielleicht ist manchmal bei uns die bessere Frage, wie viel tut mir gut? Wie viel ist denn wirklich noch gut für mich? Zum Beispiel Thema Kleider. Ist so etwas, was ich mir in den letzten 1,5 Jahren immer wieder so ein bisschen am Gedanken machen bin. Ich meine, nur schon, wenn ich 3 T-Shirts pro halbes Jahr kaufe, was jetzt nicht unbedingt mega viel ist, aber trotzdem zusätzlich zu den 20 anderen, die ich schon im Kasten habe, das ist mehr, als ich werde tragen. Ich werde wahrscheinlich nie jedes Jahr alle T-Shirts, die ich habe, einmal anlegen. Was mache ich mit all diesen anderen T-Shirts? Brauche ich denn wirklich noch mehr? Oder ich komme aus der IT, oder? Ich habe gern immer das neueste Handy und bin auf dem neuesten Stand der Technik. Aber brauche ich das? Und Steffi ist manchmal mega gut darin, mir die Frage zu stellen, wenn ich wieder irgendetwas stundenlang am Googlen bin und anschauen und mich reizt und juckt. Und sie haben gesagt, ja, brauchst du das wirklich? Und dann ist es so manchmal so, ja, okay. Vielleicht doch gescheiter nicht. Weniger ist mehr. Das Zweite, mehr Verantwortung. Als guter Verwalter gehe ich weise und verantwortungsvoll um mit meinen Finanzen. Und der Punkt, wo ich da ein bisschen drauf raus will, ist, dass zu dem gehört auch Sparen. Das ist voll okay. Und es gibt manchmal so, oder ich komme das manchmal mit über, dass gerade Christen sich manchmal fragen, ja, ist es für einen Christ überhaupt okay zum Sparen? Es gibt ja da die Bibelstelle, wo Jesus sagt, hey, dann verkauf alles und folg mir nach. Und ich selber als junger Mann habe mich das mal gefragt und bin wirklich so im Moment in einer schwierigen Dings gesehen und gesagt habe, ja, meint jetzt das wirklich, dass ich alles muss verkaufen muss? Und die Herausforderung genau auch in dem wieder ist, wem gehört das, was ich habe? Aber es geht nicht darum, das ist eine falsche Interpretation, wenn wir das Gefühl haben, wegen dem, wir müssen jetzt wirklich alles, was wir haben, verkaufen. Also ausser Gott sagt es dir mal wirklich ganz konkret, das kann vielleicht schon sein. Aber es entspricht nicht dem Gesamtbild, das uns die Bibel gibt. Im 1. Timotheus 5,8 sagt er ganz klar, hey, du hast Verantwortung für zum Beispiel deine Familie, du musst sorgen für deine Familie. Wer sich aber weigert, seine Angehörigen zu versorgen, vor allem die eigenen Familienmitglieder, der verleugnet damit den Glauben. Er ist schlimmer als einer, der von Gott nichts wissen will. Und im Sprüch 21,20 heißt es, ein weiser Mensch bewahrt seinen Reichtum und Wohlstand, ein Narr aber verschwendet gleich wieder alles. Also die Bibel sagt nicht einfach, wir sollen nicht sparen, sondern sie sagt, wir sollen verantwortungsvoll mit dem umgehen, was wir haben. Und dazu gehört es, wenn du eine Familie hast, dass du eben einmal sparst, dass du Geld auf die Seite leist, für wenn irgendwo mal eine größere, schwerere Rechnung kommt. Oder eben wenn du weißt, dass du irgendwann wieder ein neues Auto musst kaufen musst, dann das hast du nicht einfach so. Auf das muss man planen. Und das ist völlig okay. Aber Sparen soll nicht zum Selbstzweck sein. Einfach, hey, ich spare mal, dass ich mir möglichst viel habe. Sondern es sollte einem Ziel dienen. In diesen Punkt gehört auch das Thema Schulden. Was heisst gute Verwalterschaft in Bezug auf Schulden oder in Bezug auf Schulden machen? Wir sehen in der Bibel nicht das Verbot von Schulden. Aber wir sehen ganz klar, dass Schulden nicht positiv bewertet werden und dass wir gewarnt werden davon, weil sie uns in eine Abhängigkeit stellen kann. In Sprüch 22, Vers 7 heißt es, der Reiche hat die Armen in seiner Hand, denn wer sich Geld leiht, ist abhängig von seinem Gläubiger. Und auch da leben wir heute wieder in einer Gesellschaft, die uns weismachen möchte, dass es völlig okay ist, zum Schulden aufzunehmen. Kleinkredit, dauernd Christa Rigozzi irgendwo in der Werbung, wo sagt, hey, wenn es gerade mal ganz knapp nicht langt, hol dir einen Kleinkredit. Alles voll okay, das Normalste der Welt. Leasing, Teilzahlungsoptionen und so weiter. Und gewisse Sachen sind praktisch und es geht mir auch gar nicht darum, um die schlecht zu machen. Aber gerade für Leute, die knapp in Kasse sind, ist es etwas vom Gefährlichsten zum Schulden machen. Weil es von dem Wenigen, wo du eigentlich zur Verfügung hast, nochmal mehr wegnimmt und das über eine längere Zeit. Und wenn dann plötzlich irgendetwas Unvorgesehenes kommt, kann es dann plötzlich noch schwieriger werden. Es ist ein Ausdruck von unserer «Ich möchte das haben, also muss ich es jetzt gerade haben» Gesellschaft.
dass das so normal geworden ist. Wo es ganz gesund wäre, manchmal einfach zu lernen, ein bisschen zu warten. Wenn du da drin hockst und das ein Thema ist bei dir, wo du merkst, hey, ja, ich bin da in eine Falle hineingetappt und es fällt mir schwer, um wieder daraus rauszukommen, hey, melde dich unbedingt bei uns. Wir haben Leute, die gut drin sind, mit dir das anzuschauen und dir zu helfen und anzuschauen, wie du aus dem wieder rauskommen kannst. Weil es ist nicht einfach, es ist schwierig, wenn man mal drin ist. Dann mehr geben, ist auch noch so ein Punkt. Ein guter Verwalter weiß, dass sein Geld nicht nur für sich selber da ist, sondern dass man es eben im Sinn vom Geber einsetzt. Weitergeben. Vielleicht an andere, die nicht so viel haben wie ich. Weitergeben an einen Ort, wo ich weiss, hey, mit dem Geld wird etwas gemacht, wo im Sinn von Gottes ist. Es wird in seinem Sinn eingesetzt. Die Bibel lehrt uns das Prinzip vom Zehnten. Und zwar nicht als eine Verpflichtung, nicht etwas, wo wir das Pflichtgefühl machen sollen. Es heisst ganz klar, dass wenn wir geben, dass wir es von Herzen geben sollen, mit fröhlichem Herz und nicht aus Pflicht heraus. Aber sie zeigt uns, dass das so ein Prinzip kann sein, mit dem, was wir haben, als gute Verwalter umgehen. Und 10% sind so eine Richtschnur, wo wir wie sagen können, hey, das ist ein Teil von dem, was ich kann, was ich möchte, anderen zur Verfügung stellen. Was ich möchte so einsetzen, dass es im Sinn Gottes gebraucht wird. Gerade wir als Kirche, wir würden nicht funktionieren, wenn nicht viele von euch bewusst würden 10% von dem, was sie haben, in die Kirche geben. Auch gerade weil sie selber dort aktiv sind. Gerade, es macht da Sinn, weil es ein Ort ist, wo du selber Teil davon bist, wo du vielleicht selber sogar ein Stück weit davon profitierst und wo du siehst, was damit gemacht wird. Und wir als Kirche haben den Job als gute Verwalter über das Haushalten und mit dem so umgehen, damit Gottes Wille hier im Zürich Oberland passieren darf. Geben ist auch etwas, was uns immer wieder hilft, unser Herz zu richten. Dort, wo unser Schatz ist auch unser Herz. Und das kannst du ganz einfach testen, wenn du mal eine größere Summe in Aktien investierst. Du wirst sofort, vielleicht täglich, vielleicht wöchentlich, die Aktienkurs anschauen und schauen, wie es dem Geld geht. Weil dein Herz sofort dort hingeht. Aber du kannst es auch anders testen. Du kannst dann mal einen größeren Betrag in die Kirche oder in ein anderes Werk geben. Und das Werk wird dir plötzlich nicht mehr egal sein. Dich wird es wundern, was dort passiert. Du wirst den Erfolg mitfeiern. Und du wirst können wissen, hey, ich habe einen Anteil an dem. Das ist ein Teil, den ich dazu beigetragen habe. So schnell hängt unser Herz an diesen Sachen. Ich mag mich noch erinnern, als ich mein erstes, etwas schöneres Auto gekauft habe. Ich musste nach ein paar Wochen mit Gott reden und einen Deal mit ihm abmachen, weil ich gemerkt habe, hey, es darf nicht passieren. Und ich gemerkt habe, es passiert so schnell, dass mein Herz an dem hängt. Es war ein Kampf, aber ich habe es geschafft. Wofür setzt du dein Geld ein? Kannst du grosszügig sein mit dem, was Gott dir anvertraut hat? Wir gehen nächsten Sonntag auf das Thema Grosszügigkeit mehr ein. Dann noch ein paar kurze Punkte zum Thema Verwalter sein in Ehe, Familie und darüber aus. Weil ich gemerkt habe in der Vorbereitung, auch das ist ein mega wichtiges Thema. Gerade finanzieller Frieden in der Ehe oder in der Familie. Eines der grössten Streitthemen von Pärchen oder von Familien sind Finanzen. Je nach Quelle, die du anschaust, ist es sogar das grösste Thema. Und es ist garantiert auch bei uns in der Kirche, in gewissen Ehen oder Familien ein Thema. Das ist auch nicht verwunderlich. Wir kommen aus unterschiedlichen Hintergründen und der eine sieht sich selber vielleicht als sparsam und der andere findet, er ist geizig. Oder es ist das Umgekehrte. Der eine sagt, hey, ich bin grosszügig und der andere findet, hey, du bist völlig verschwenderisch. Das ist weit mehr als grosszügig. Oder es gibt einfach unterschiedliche Meinungen darüber, welche Ausgaben jetzt wie wichtig sind und wohin wie viel Geld soll fließen. Und das ist die Realität. Und umso wichtiger ist es, dass wir in unseren Ehen über das Thema Finanzen reden. Dass es ein Thema ist. Und da gibt es verschiedenste Sachen, die uns helfen können. Budgetplanung ist so etwas, um mal anzuschauen, wo soll effektiv wie viel Geld fließen. Dazu gehört auch vielleicht eben mal aufzuschreiben, wo fließt das Geld überhaupt. Wir haben das am Anfang unserer Ehe gemacht. Jedes bisschen aufgeschrieben. Es war mühsam, aber es hat uns geholfen. Transparenz.
dass beide wissen, wie es steht um Finanzen in der Familie. Und gemeinsame Entscheidungen, in denen wir uns helfen können. Wir haben so Eheimpulsübungen, wo du ganz viele Tools kannst lernen, die dir helfen, auch wie du über so Sachen kannst reden oder mit so Punkten kannst umgehen. Ich habe jetzt nicht gerade einen Abend zum Thema Finanzen, aber es spielt in so viele Themen rein, wo du kannst lernen, wie gehen wir mit so Situationen um, wo wir vielleicht unterschiedlich sind. Dann auch das Thema Kind. Es ist mega wichtig, dass Kinder schon von früh an lernen, richtig mit Geld umzugehen. Da sind Eltern in der Pflicht, ihnen schon früh zu helfen. Zum Beispiel Sackgeld geben. Meine Eltern haben mir irgendwann Kleidergeld gegeben, dass ich meine Kleider haben müssen oder dürfen selber kaufen. Bei mir war es, glaube ich, dürfen. Ich bin froh, dass ich das selber machen konnte. Aber eben auch vielleicht einmal lernen, auf etwas Grösseres zu sparen und es nicht einfach überkommen bei der nächsten Gelegenheit. Oder auch das Geben. Mit Kindern schon früh anfangen eintrainieren, Zeiten geben. Es fängt viel einfacher, wenn du früh anfängst. Selbst oder wenn du in der Lehre bist, mit einem kleinen Lohn schon anfangen zum Weitergeben. Und nicht erst, wenn du das Gefühl hast, wenn es viel ist, wenn du viel verdienst, ist es dann einfacher zum Geben. Ist es nämlich nicht. Und dann als letzter Punkt, wenn es um Familie oder eben darüber hinaus geht, ist es darüber hinaus. Eben vielleicht auch über den Tod aus. Gute Verwalterschaft heisst auch, dass man sich Gedanken darüber macht, was mit dem Geld passiert, wenn man irgendwann mal geht und nicht mehr da ist. Es gibt so viele Familien, die an Streitigkeiten über das Erbe zerbrochen sind. Und es macht Sinn, ab einem gewissen Alter sich eben auch Verantwortung überzunehmen für seine Finanzen über den Tod raus. Den Nachlass regeln. Auch das gehört zu guter Verwalterschaft. Und nicht erst warten, bis es effektiv kritisch wird, weil man weiß nie, wenn es sein wird, sondern genug früh mit dem anfangen. Ich komme zum Schluss. Als Schweizer haben wir eines der höchsten Pro-Kopf-Einkommen weltweit. Ich habe euch hier eine Grafik, die das verdeutlicht. Ich glaube, wir sind die viertobersten. Ich kann es vielleicht nicht so gut lesen. Selbst als Lehrling in der Schweiz verdienst du pro Monat mehr als andere im ganzen Jahr. Wir sind wahnsinnig privilegiert. Keiner von uns hat es sich verdient, dass es uns so gut geht. Dass wir hier in der Schweiz die Heim haben, wo wir so viel haben, so viel Geld verdienen können. Das ist eine Verantwortung, die Gott uns auch reinstellt, wo er sagt, hey, ich habe euch das, was ihr habt, anvertraut. Was machst du damit? Es ist wie dem Gleichnis mit den 3 Verwaltern. Gott hat uns enorm viel anvertraut. Die Frage ist, heute Morgen, siehst du dich in erster Linie als Besitzer von dem, was du hast, oder als Verwalter, wo Gott dir etwas anvertraut hat und er sagt, hey, mach etwas daraus. Der Fünfliber soll dich daran erinnern. Und dich auffordern, dich zu fragen, siehst du dich als Besitzer oder siehst du dich als Verwalter? Es ist deine Entscheidung. Es ist egal, was du damit machst. Aber die Herausforderung, die ich heute Morgen an dich stelle, ist, siehst du dich als Verwalter oder als Besitzer? Es hat so viele Vorteile, wenn wir uns als Verwalter sehen. Auch wenn es vielleicht ein Loslassen ist. Aber es löst eben genau die Kraft, wo manchmal das Geld über unser Herz möchte rein. Wenn du dich als Verwalter siehst, dann wird es dir einfacher fallen, mit dem, was du hast, grosszügig zu sein. Wenn du dich als Verwalter kannst sehen, dann wirst du sorgfältiger mit dem umgehen, was vielleicht Gott dir gegeben hat. Nicht ängstlicher, nicht geiziger, sondern eben sorgfältiger, bewusster, vielleicht auch zielgerichteter. Ich glaube im Endeffekt freier. Ich möchte beten. Jesus ist ein schwieriges Thema, das mit vielen Emotionen verbunden ist. In jedem Einzelnen. Heilige Geist, ich bitte dich, dass du zu jedem Einzelnen so redest, wie wir es gerade nötig haben. Du siehst, wo sich alles in uns innerlich dagegen sträubt, uns als Verwalter zu sehen
die unser Herz festheben. Und du siehst, wo auch etwas ausgelöst hat und wo wir vielleicht Weisheit brauchen, wie wir als gute Verwalter umgehen können. Und ich bitte dich, dass du in dieser Zeit, die wir jetzt auch haben, einfach dein Werk tust, jedem Einzelnen, zu jedem Einzelnen redest. Vielleicht an den Finger auf Punkte leist, wo du uns etwas möchtest zeigen. Mach du, dein Wille soll passieren, mach du das, wozu du da bist, Heiliger Geist, heute Morgen. Amen.